Hey zusammen, es ist Sonntagmorgen. Willst du eigentlich was Leisiger machen? Die Premiere ist am Laufen, ich bin Premiere am Schauen. Gleichzeitig tue ich jetzt noch abwaschen mit warmes Wasser. Claudia ist draussen am Runde machen. Ich bin mit den Hunden aufgestanden. Sie geht die Tierrunde machen. Ja, so tun wir uns aufteilen heute Morgen. Und ja, jetzt wieder mal abgewaschen, meinerseits. Und dann schauen wir mal, was die Woche bringt. Willkommen in Dresden. Eine neue Woche fängt an und eins ist klar. Claudia und ich, wir sind die ganze Woche da. Ausser ich gehe zwischendurch in die Schule. Ich habe Blockschule diese Woche, aber spannend mit Ausflügen. Wir gehen den Geflügelfarm anschauen. Aber jetzt geht's los. I wake up every morning. Every night I go to bed. Hehe. Findest du schon noch witzig? Ja, es gibt noch zu tun. Jetzt zum Beispiel muss ich beim Zuleitung freigraben, das Loch graben. Damit wir die ganzen Anschlüsse, ich will auch dort ein T-Stück machen, damit ich auch zum Busmuswasser habe. Heute Morgen hat sich noch ein neuer Mitbewohner angemeldet, ein Gückel, der eigentlich hätte noch ein bisschen warten sollen. Aber der kann nicht mehr warten, weil er die geplagt wird. Ja, dann kommt er schon rauf. Und kommt so ein provisorisches Zuhause über die Wäschhäuschen, wo wir es schon mal probiert haben, aber der wird einfach nicht rausgelassen. Damit bis der Bio super hart ist für ihn. Like everybody I was born in. Aber jetzt eben da freigraben. Da muss ich alles Platz haben, damit man richtig da arbeiten kann. Und die T-Stücke und Zuleitung und Like überhaupt. everybody someday I'll be dead. Like the sun rising. And the Es ist sun Sonntagabend und ich habe tief hinein gewünscht, dass es heute einen gemütlichen Tag gibt. Und das ist sogar noch viel gemütlicher geworden. Am Morgen hat sich Desiree angemeldet. Wir haben schon lange gesagt, wir nehmen von ihr einen Gückel. Aber der Gückel ist richtig drunter gekommen, weil er nicht der Einzige war. Und sie hat mich gefragt, oh Colin, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Und ja, da sie eingesperrt müssen sein im Moment, hat es eine Möglichkeit. Darum wohnt jetzt der Heino bei uns und ich habe mega Freude gehabt, den Silvan, Desiree ihren Mann kennenzulernen und Desiree natürlich auch. Und sie haben einen Wiffersohn, den Jan. Gute Familie. Cool gewesen, sehr spannend gewesen, sie kennenzulernen. Freue mich. Ich hoffe, es gibt mehr. Und dann am Nachmittag, wie ich bin, das Wasser einstellen beim Waterloo, weil ich jetzt Waterloo wieder laufen. Und ja, da komme ich oben runter vom Hügel und dann sehe ich eine und denke, die fällt auf. Ja, dann ist sie immer wieder stehen geblieben und hat geschaut und gemacht und dann habe ich gesagt, du Claudia, ich bin Claudia gegangen und gesagt, Claudia muss sich abholen. Sie will abgeholt werden, sie sollte abgeholt werden. Dann hat Claudia sie abgeholt und dann ist Tanja recht lang bei uns noch sitzen geblieben und dann sind wir noch mit Bonnie und mit Sunny und Breeze spazieren. Ja, sehr schöne Begegnung gewesen. Und Anja, ja, hast du jederzeit Fragen? Komm vorbei, ich kann das sagen. Und man kann dazuhören zumindest. Ja, und darum, danke Universum für den schönen Sonntag, für all die schönen Begegnungen. Und ja, wir haben halt nicht so viel gemacht. Ich habe schon Sachen geschafft. Du weißt, ich schaffe immer Sachen zwischendurch. Aber es ist Sonntag. Und das gönnen wir uns. Hey, man muss es nehmen, wie es kommt. It's all working to a pattern that keeps the whole thing going round. Around, around, around. Es ist Montagmittag. Ich habe jetzt Schuhe heute Morgen, eine Prüfung über Insekten geschrieben. Das Mittagessen, jetzt gehe ich wieder heim weiterarbeiten. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch schnell die Wisp. Also der Platz da
das ist da, wo der Bauernmarkt wird sein. Jeden Freitag, oder der Bauernmarkt jeden Freitag ist. Und da werden wir sie am 10. März. The way it happens. Yeah, round, around, around. Always in pattern. Nein, Freitag. Nein, es ist Montag. Heute ist Montag. Ich bin ja heute Nachmittag ja nicht in die Schule gegangen. Wieso, fragst du dich? Ja, sie haben einen Hofbesuch gemacht. Und das ist alles über Traktoren und Motoren und ja, Sachen, wo ich wirklich muss sagen, ich muss es lernen, das kann ich im Ordner, aber ich will es nicht brauchen. Also ich wollte da weitergraben und ich habe jetzt die Zuleitung vergraben, also parat. Ich habe den Abfluss parat. Und das ist für die Bauern wieder der ganze Anschluss. Wie Mond kommt der René vom Rheintec und tut mir den Hauptwasseranschluss, wo den Wasseranschluss anschliessen und ja, alles ausgraben. Heute Nachmittag. Die Wasserzuleitung kommt von da. Da unten habe ich noch ein T-Stück drin, weil ich will auch noch von da zum Bausmuse und zu der Bar. Da braucht es auch fließendes Wasser. Genau. Und alles, was da ausgegraben worden ist, ja, da kommt noch mehr dazu, habe ich da angelegt zum Auslevellieren, weil ich habe ja genug Stein und ich mache da noch einen schönen Platz unter dem Kleiderhängerständer, weiß ich nicht, wie man es nennt. Ja, weil da gibt es einen Boden und dann wird gewischt, wird ja bald wieder. Ja, und wegen dem alles kann ich sagen, mal, ich habe die Verantwortung übernehmen, dass ich heute nicht in die Schule gegangen bin. Heute Nachmittag, am Morgen bin ich, habe Briefe geschrieben. Ja, aber, gell, Selbstverantwortung. Jetzt ist auch schon parat, ist noch nicht angeschoben oder so, aber es steht parat. Und der Anschlussrohr für das WC ist auch schon parat verleiht. Ja, ich würde sagen, gutem Gewissen kann ich morgen da den René allein parat machen, für sich einrichten und anschliessen, weil ich komme mir noch im Weg. Und dann auf den Mittag komme ich heim, weil am Morgen gehen wir noch auf die Hühnerfarm, plus habe ich noch Pflanzenkunde. Es ist schon mega geil. Sorry, einfach wirklich, es wird Weltklasse. Ein wunderschöner Autoboden. Das Einzige, was ich merke halt am Laub, ist halt schon der Laub, der runterfällt. Auto halt, muss man halt schon mehr putzen. Aber jetzt kann ich glaube Feierabend machen. Okay, ich habe doch noch nicht Feierabend gemacht. Ich bin noch ein bisschen inspiriert, den Weg wieder frei zu machen. Und dort Steine legen. Mal schauen, dass ich es setzen kann. Weil anscheinend gibt es Mittwoch, Donnerstag, gäbe es vielleicht Regen. Und dann wäre es ja gut, wenn alles schon gelegt ist, dann kann es sich setzen. Aber jetzt braucht es sogar eine Taschenlampe. Jetzt sehe ich nicht mehr. Macht keinen Sinn mehr für heute. Aber ja, zufrieden. To be halfway there before you've even begun. Around, around, around. Oh, they'll tell you what you need to know. Dort ist Trieste, Paradies in Trieste. Und das ist alles Trieste. From what the weather's doing, if there's rain brewing, to how to make your garden grow. We can rely on patterns, and you can learn them faster. Train your brain to retain them. Become a pattern master. Yeah. Ja, weil es nicht geht, so ein Pony. Like a tessellated Hallo Tamarillo. meine Lieben, es ist Dienstag am Morgen. Die Sanitäter sind da, die sind schon fleissig dran. Ja, mal schauen.
wie es heute Abend dann aussieht. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, noch schnell bis zum Mittag noch ein Stündchen Mission in Angriff zu nehmen, die wir eigentlich schon länger sollten. Und ja, ich weiss nicht, die wir mit mir zusammen geschafft haben, in gewissen Restaurants haben wir damals gesagt, wir haben so eine Sadomaso-Kamera. Nein, das ist jetzt wirklich, also hat überhaupt nichts mit dem zu tun, sondern ich zeige euch einfach, das ist einfach die Grümpelkammer, wo einfach alles drin war. Alles. Einfach alles Scheiß. Und nie einen Platz gehabt, ist dort drin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Keller aussieht. Und ich würde sagen, der kommt dann ziemlich nach. Genau. Also da kommst du kaum rein, da hat es überall war alles voller Scheiß. Und ja, eigentlich brauchen wir dringend den Platz, damit wir Sachen unterstellen können. Und darum geht es jetzt ins Aufräumen. Or a spiral full of herbs. So, Heino, da hast du deine 2 neuen Ladies. Und zwar haben wir die hier. Wo ist sie? Die dunkle ist die hier und die hell ist die Stefanie. Ja, so eine rechte Walliserin und die hier wegen White Flag. Und das ist der Heino, deine neue Ladies. Or Fibonacci, geometry, and broccoli. Or all of these rhyming words. It really blows my mind. The way it's all designed. Oh no, I'm not religious, but it's prodigious. All these patterns in this world of mine, they go round, around, around. In a dynamic relationship with the answers at your fingertip. Life's just one big Mobius trip. Whoa, if you can disprove patterns, well, I'll eat my pattern. Make my habitat into a room full of patterns. Down Ballarat and just don't get scattered. Jetzt haben wir gerade etwas gegessen. Dienstagabend, wir sind im Brig. Ja, mal, sind wir bei Brig. Wir haben aber, nicht, wie ihr seht, nicht so erfreulich. Wir mussten Bonnie und Drake zum Tierarzt Toni bringen. Ja. Aber sie haben beide noch gelebt, wo sie beim Tierarzt Toni angekommen sind. Toll, aber ja. Ja, aber dem Drake ist nicht so gut gegangen, also gar nicht so gut. Bonnie ein bisschen besser. Ja, wir wissen nicht, aber es sieht nach einem Gift aus, irgendeiner Art. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie einen alten Mausegift gefunden. Ja, jetzt haben wir etwas gegessen, jetzt gehen wir heim und hoffentlich können wir schlafen. Und morgen wissen wir mehr. Aber der Drake geht sicher gut. Ich werde jetzt sehen, bis Ende Video ist der Drake wieder Mumme spielen. So ist es. Ich gehe jetzt mal ins Tal zum Tierarzt, schauen, wie es Bonnie und Drake geht. Und ja, ich bin zuversichtlich. Also, no news is good news, ich habe noch nicht gehört, es ist schon 8:30. Ja, das ist schon mal gut, die sind jetzt am Verwachen und es geht ihnen gut. Und kurz bevor ich ankomme, läutet der Toni an und sagt, ich kann es holen kommen. Genau, das ist mein Plan. Ja, die sind gemacht, die anderen gemischt, gefüttert, Wasser gegeben und Kompost ist biegen. Ja, du, der Alltag ruft, egal was passiert, muss man seinen Weg gehen und sein Zeug machen. Geld immer positiv bleiben und bei den guten Gedanken bleiben, weil alles andere ist anstrengend, finde ich. Ja. Aber so kleine Schecken, hey, zwischendurch müssen nicht sein. Ehrlich gesagt. Aber die gehören dazu. Und es darf einem nicht aus der Bahn werfen. Also sollte einem nicht aus der Bahn werfen, weil eben, das Leben ist trotzdem gut. Schau mal, blauer Himmel. Ja. Und immer das Beste ausmachen. Sometimes it's crazy world. Also ich bin gar noch nicht einmal richtig im Tal, schon fast. Und das Telefon hat schon geläutet. Ich kann sie abholen. Es ging ihnen wieder gut.
Ja, vermutlich haben sie einfach irgendwie etwas Schlechtes gegessen, keine Ahnung. Irgendeine Pflanze oder irgendetwas Altes, keine Ahnung. Und wahrscheinlich ihre Pflanzen haben wahrscheinlich einfach eine Scheibe beieinander gehabt. Ich glaube, so ein bisschen zu viel des Guten für die zwei Kleinen. Ja, irgendwie sowas. Ich kann sie mal holen. Dann schauen wir wieder. Aber weißt du, was wir noch sagen? Danke dir, Arzt Toni, für deinen Einsatz und ja, wer weiß, Leben retten. It's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Und zwei Piraten sind wieder unterwegs. Ich habe gedacht, bringen wir es gerade zum Wasser. Gell? Zum Wasser, wieder zum Spielen. Piraten brauchen Wasser. So ist es. Ha! Die zwei haben den Schreck gekriegt und man will gar nicht mehr meinen. Ah ja, frisch und munter, alles wieder gut. Ha? Alles wieder gut. So gut. So gut, die zwei. Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. Bonnie, Drake, hey zusammen. So schön sind die wieder auf dem Heimweg, hä? So schön sind die wieder auf dem It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give fluff, 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 to everyone have fluff, 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 fluff. So, jetzt bin ich ums Haus am Laufen, so einfach ein bisschen grob am Sonnenblumenkerne verteilen. Heute Abend kommt es regnen. Ich habe nachher ein Diesel gesetzt, ein bisschen Feldsalat und ein bisschen Gürkli und ja, jetzt Sonnenblumen, einfach wild. Weißt du, fortlaufen, immer säckweise wilde Sonnenblumen verteilen. Und wenn mein Bild kommt, wie ich es mir vorstelle, dann ist zum Beispiel da der ganze Hügel, der Mandelhügel, voller Sonnenblumen. Überall Sonnenblumen. Und jetzt gehen wir, Claudia und ich, da den Weg, da vorne, und dann schon mal die restlichen Sonnenblumen verteilen. Gell? Ja, das machen wir. And make everything out of fluff, 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 'cause there's always enough fluff, 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 that's the stuff. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd, young or old, it doesn't matter, it's just they're hanging out. I see it in mom, I see it in dad, I see it in my friends, and I am so glad we have fluff, 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 for everyone give fluff, 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 and make everything out of fluff, fluff, Der Colin ruft dem Odin, er soll in den Stall kommen und Odin kommt säckeln. Herrlich, gell? 'cause there's always enough fluff, 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 that's the stuff. So, es ist der Zeit für Feierabend. Lately, I've come to realize that fluff is all around us, inside and outside, and I'm glad that it found us. The more that we share it, the more that there'll be, and it's time to set all this fluff free. So fluff into the sky, fluff into the land, I fluff all over you, and I hope you understand. The thing about fluff is it never ever ends, so fluff with me now and fluff on all your friends. Weißt du, wo ich sitze? Ich sitze gerade auf dem Klanghang und höre die Klänge von Waterloo zu. Wie sie läuft schon seit ein paar Tagen wieder. Es ist echt fein, weil es hat nicht viel Wasser im Bach. Aber da es ja gestern ein bisschen geregnet hat und ich gewusst habe, dass es regnen kommt und jetzt ein bisschen das Wetter umschlägt
Und es ist so trocken, wie die Sonne scheint, ja, siehst du, wie schön. Ja, ist Waterloo schon fleissig am Laufen und sie bleibt dran. Gell, Lou? Ja, Lou ist fleissig. Lou ist immer fleissig. Ha! So gut. Die Gruppe wird langfristig oder mittelfristig oder sehr bald hoffentlich im Bayou Zoo die sein und dort unterkommen. Da der Wäschhäusli, das bleibt auch Wäschhäusli, das heisst das so, weil das ist früher wirklich ein Wäschhäusli gewesen. Da rein kommen die Pfauen. Der Krishna kommt da rein, der V, Krishna und seine Frau. Padma oder irgend, weiß noch nicht so genau. Aber da kommen die Pfauen auf jeden Fall rein. Drum, einer machst du jetzt bequem. Heute ist so schön Wetter und Waterloo ist ja eingestellt und darum bin ich heute jetzt mal mit den Hunden zum Waterloo gegangen. Und wie ihr seht, sie lieben ihren Badeteich. Die Kleinen haben glaube ich noch nicht so viel Erfahrung mit Wasser, gell? Mal im Bächli vorne nehmen sie immer noch ein bisschen Abstand, gehen sie noch nicht so rein. Aber der Teich, der hat es noch angetan. Ja, ich habe auch festgestellt, Scheiße, es ist schon wieder Freitag und ich habe noch gerne nicht viele Videos gemacht. Und ja, aber ich hatte so viel Laufen diese Woche. Ja, ich erzähle euch doch einfach mal so ein bisschen, was los war bei mir. Also am Montag habe ich Besuch gekriegt von der Jacqueline. Hey, mega schön gewesen, dass du da bist. Hey, Hammer. Es hat mich auch gefreut, dass du da raufgekommen bist. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ja, und am Abend bin ich dann noch in die Hundeschule gegangen mit der Fena. Und Fena ist, ja, sie haben mir empfohlen, ob ich nicht mit ihr longieren heisst das. Das ist eigentlich so im Kreis, also ähnlich wie man es von der Ross her kennt, aber mit so Aufträgen und Tricks und so. Und eigentlich geht es darum, dass eben ohne Kommandos, sondern eigentlich nur mit Aufmerksamkeit und Blickkontakt, also mit der Verbindung von Hund und Mensch eigentlich geschafft wird. Und Fena ist super in dem und ja, darum, ich glaube, das ist etwas, was wir mal werden ausprobieren. Gell, Fena? Was meinst du? Ja, gell. Ja, dann am Dienstag habe ich die ganze Zeit den Keller geräumt und gemacht, noch alles vorbereitet. Es ist ja dann auch regnen gekommen, habe ich noch alles abgedeckt, was noch draußen ist, damit das Zeug nicht nass wird und kaputt geht. Und sonst bin ich eigentlich die ganze Zeit am Räumen gewesen. Aber ich zeige euch am besten mal ein Bild vom Keller, wie es jetzt aussieht. Ja, und so sieht es jetzt schon aus im Keller. Also viel besser als vorher. Gesteller abgeräumt, alle Blumentöpfe schon mal oben. Da hat schon viel mehr Platz. Da hinten ist eigentlich auch. Es sind eigentlich jetzt nur noch die ganz schweren Sachen und Sachen, die man einfach das zweite muss rausnehmen muss. Zusammen machen. Ja, warte da auf den Colin. Dann nehmen wir das in Angriff. Und was auch dazu gehört, ist natürlich immer der ganze Müll, den ich ansammle. Es ist echt schlimm, echt krass. Also beim nächsten Heli müssen wir unbedingt wieder einen Mülltransport machen. Es ist unglaublich. Überall, wo irgendetwas buddelst tust und machst, eine Tür aufmachst oder sonst irgendetwas, kommt einfach nur Müll und Schrott führen. Also natürlich nicht nur, es hat auch ein paar coole Sachen dazwischen, aber mega viel Abfall. Rostiges Zeug und Plastik en masse. Plastik hat man eingebuddelt, einfach früher, Klamotten, einfach alles. Und ja, es kommt jetzt halt alles wieder an die Oberfläche. Gell? Ja, und am Dienstag war ja auch noch der Zwischenfall mit unseren Welpis. Das hat natürlich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, dann am Mittwoch halt auch sind sie noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Habe ich ein bisschen mehr drinnen gemacht, auch nicht so wirklich viel. Donnerstag, ja, Zäune habe ich noch ein Loch stopfen. Ja, und so eben geht die Woche um und festgestellt, schon Freitag. Es gibt einen Haufen zu tun, Ja, und in Puravie, da sind wir ja auch noch laufend dran, also von dem her, ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Bin ich gerade Zwisp auf dem Marktplatz, wie ihr seht.
Und da, wo Ursula steht mit ihrem Brot, sind wir in 14 Tagen. Aber am 10. März, jeden Freitag, wirst du uns da unter dem Baum finden. Mit dem Permakulturparadies in Dresden Stand. Es ist Samstagmorgen. Wie ich sehe, ist Sophia da. Und Sophia, ich habe es dir gerade noch gesagt, heute Morgen Morgen haben wir viel vor. Jetzt tun wir füttern und dann kommt Claudia. Wir lassen Sunny im Preis und in dem Freya lassen wir im Stall. Die Schäfe lassen wir auch in ihrem Stall. Und dann tun wir umweiden. Von links nach rechts. Und dann, wenn wir es umgeweidet haben, lassen wir alle raus. Und dann tun wir misten. So richtig. Klingt super. Gell? Achtung, fertig, los! Jetzt einen neuen Plan. Oder wir haben einen Plan. Jetzt gehen wir dort durch Richtung Brüggebad mit dem Weideland. Vom Bausmühl kommen wir jetzt hier runter. Wir können am Kompost vorbeilaufen. Und hinten Schweinestall. Und oben machen wir dann auch so zu. Und dann wird da der ganze Bereich gesühnt. So. Also bis dahin haben wir es geschafft, Claudia. Ja. Bis zum Gedenkmalhügel. Oder Henry-Hügel. Und ja, da rundum. Unten durch ist jetzt alles gemacht. Wir gehen das 9 nehmen. Und wenn wir vom 9 zurückkommen, machen wir da den Weg entlang zu. Aber jetzt ist es 9 Zeit. Es 9 Zeit. Es ist so weit. Es ist 9 Zeit. Jetzt zusammennehmen und übernehmen. So, da ist alles wieder verräumt. Ihr seht richtig, dass geweidet worden ist. Ja. Und schon stehen die Pfosten bis dort hinten. Ranzoomen. Yes, riesig. Riesig Weideland. Ja, alles bis dort hinten. Da wächst's, am Treiben ist es. Dort hinten sehen wir, das ist Hanna. Und nachher sehen wir sie von näher, weil Hanna wird immer wieder in Dresden auftauchen. Immer wie mehr. Ich sage euch, ich habe das Gefühl, das Universum hat uns Hanna geschickt. Das ist Hanna. Hanna und ich, wir haben uns im Bus kennengelernt. Jetzt sind wir ins Gespräch gekommen, gell, Hanna? Ja. Und da hast du mir erzählt. Und ich habe dir erzählt. Und jetzt heute ist Hanna auf Besuch gekommen. Und es sind gerade 2 Tage gegangen, gell, seit wir uns kennengelernt haben. Und wenn es nach mir geht und ich Glück habe und das Universum das richtig meint, kommt Hanna ganz viel zu uns in Dresden und wird ein wichtiger Teil in Dresden oben. Weil zu tun haben, wissen wir ja alle, hat es genug für uns alle. Ja, genau. Ja, und du bist eine gelernte Gemüsebauassistentin, oder? Ja. Siehst, der Himmel hat uns Hanna geschenkt. Und darum sagen wir alle zusammen, hoi Hanna! Hallo zusammen. Wuhu! As a part of the whole, grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Claudia ist am Posten. Sophia und ich, wir sind am Misten. Und eigentlich könnte man hier aufmachen und einfach den Mist rausrollen. Aber wir wissen nicht, wo der Akkuschrauber ist. Ja. Weil eben Claudia da und nicht ich. Aber easy, wir sind jetzt fertig, dann tun wir da wieder neue Stroh drüber. Und dann ist es wieder mal so ein bisschen sehr grob gemistet. Won't give up or give in to apathy. Gotta plant a tree, then plant another three. So, jetzt gehen wir noch ein Blümchen pflanzen. Was für Blümchen? Ringelblumen. Ringelblumen. Gehen wir pflanzen beim Henry in Gedenkstätte. So ist es. Und ja, aber hinter uns, seht ihr euch, den ganzen Weg, wir haben den ganzen Weg haben wir Haar gemacht. Jetzt komme ich dann da um die Ecke
Es blendet, aber ich sehe, bis vorne ist alles durchgehakt. Und dort unten alles, dort unten. Ja, Jeff, Geissen und Teseli. Ich habe mega Freude. Hast du Freude, Molly? So. Frigobärli geplatzt. Jake ist auch noch am Spazieren. Und ja, bis dahin. As I get older, some things become clearer. The end of my life is always here. Wanna bring it back home to a simple piece of ground. Been talking about Im Videoschneiden habe ich ja noch gemerkt, ich habe euch ja gar noch nicht gezeigt, was der René installiert hat. Ja, so gut. Zuleitung, Hahn, Druck, Ausgleich, Zuleitung von oben, Durchlaufen, Hitze fürs pure wieder. Ja, und den Rest mache ich nächste Woche. Richtig kalter Sonntagmorgen. Ja. Oh, wir machen es kurz, wir machen es schnell, weil es ist viel kalt. Vielen Dank fürs Schauen. Tut doch liken Abonnieren, teilen, weiterverzählen. und kommentieren. Ja, alles miteinander. Und nächste Woche. Ne, was gibt es nächste Woche? Wissen wir schon. Ich würde sagen, Pura Vida sollte endlich weitergehen. Ja, Und vor allem zwar schnell. Schnell, vor allem wenn es so kalt Vollgas. ist. Wir müssen drin sein. Also gut. Nächste Woche, Pura Vida Challenge 2. Ciao zusammen. Tschüss.